Hey, salut zusammen! Hey, heute möchte ich euch ein mega cooles Tool vorstellen, das ich mittlerweile seit 31 Wochen brauche und absolut genial finde. Und zwar geht es um PicFlow. Jeder Fotograf, den ich kenne, hat sich irgendwann mal die Frage gestellt, hey, wie liefere ich Fotos aus an meine Kunden? Am Anfang hat man noch DVDs gebrannt und dann hat man irgendwann mal USB-Sticks gemacht und irgendwann sind dann die Galerien ein Thema geworden. Und es gibt unzählige verschiedene Galerie-Tools, extra für Fotografen zugeschnittene Sachen. Der Vorteil von solchen professionellen Galerie-Tools ist sicher, dass es ansprechend aussieht. Also dass die Galerie, die man nachher an einen Kunden, Paar oder an eine Familie oder an eine Agentur oder wem auch immer schickt, dass die schön daherkommt. Eine schöne Aufmachung, es hat ein Titelbild, es hat einen Titel, es sieht toll aus. Zudem hat man halt in solchen Galerie-Tools diverse Vorteile, wie ich sehe, wenn sie sie angeladen haben, sie können sie mehrfach anladen. Es gibt nicht in dem Sinne ein Ablaufdatum. Ein weiterer Vorteil, dass solche Online-Galerien eigentlich gerade gleichzeitig eine Backup-Lösung sind. Also ich habe die Fotos zwar bei mir auf einer Archivfestplatte und zusätzlich sind sie auch noch online. Zusätzlich, und das ist jetzt bei allen Galerien ein bisschen unterschiedlich, gibt es natürlich diverse Zusatzfunktionen. Es gibt eine Store-Funktion, Integration von Videos, Slideshows, viele Zusatzfunktionen. Ich habe angefangen mit Pixieset vor etwa 7-8 Jahren und war eigentlich mega happy. Der Einstieg war einfach, es hat super funktioniert. Ich habe dann vor 3-4 Jahren, als ich so voll im Hochzeitsgame war, habe ich nachher parallel dazu noch einen Picktime-Account, wo ich vor allem Hochzeit- und Privatkunden hochgeladen habe und Pixieset immer mehr nur noch gebraucht habe für Kunden aus der Firmen-Business-Welt. Picktime, rein vom optischen her, war schöner, hat mehr hergegeben. Neben diesen zwei Anbietern, die ich jetzt getestet habe, also Pixieset und Picktime, die ich lange gebraucht habe, gibt es noch ganz viele andere, wie schon gesagt, die ich selber nie getestet habe. Darum kann ich dort auch nicht grosses Urteil darüber bilden. Mir ist es wichtig, wenn ich so Sachen, Empfehlungen rausgebe, und ich bin viel gefragt worden in den letzten Jahren, da ist mir immer wichtig, dass ich Sachen empfehle, die ich wirklich selber brauche, die ich kenne und die ich wirklich toll finde. Hey, jetzt falls du gerade irgendwo mit deinem Fotografie-Business irgendwo voll dran bist und vielleicht am Überlegen bist, ob du den Anbieter wechseln sollst oder ob du vielleicht das erste Mal so einen Anbieter ausprobieren sollst, kann ich dir eigentlich empfehlen, dass du das erste Mal für dich einfach so deine Bedürfnisse aufschreibst. Was wäre gäbig, dass so ein Tool kann? Was ist nice to have, aber nicht unbedingt nötig? Und was ist vielleicht für dich nicht wichtig? Was brauchst du nicht unbedingt? Was mir auch noch ganz wichtig ist, zu sagen, hey, ich brauche überhaupt nicht alle Features. Das war bei Pixieset schon so, das war bei Picktime so und das ist jetzt bei PicFlow so. Ich bin einer, der es gerne einfach hat. Ich habe sehr gerne Tools, die übersichtlich sind, die simpel sind, die gar nicht allzu viel können, wo das, was ich brauche, mega schnell verfügbar ist und dort ist, wo ich es gerne hätte. Ich habe nicht gerne so überladene Programme. Und das ist für mich jetzt bei PicFlow absolut perfekt. Das kann genau das, was ich brauche, aber vielleicht ist es nicht das, was du brauchst. Und darum sage ich, hey, es soll jetzt nicht irgendwie beeinflussen, das Video. Es geht mir wirklich darum, hier mal einfach zu zeigen, was ich mache, wie ich es brauche, einfach so ein bisschen für eine grobe Übersicht zu geben. Bevor wir jetzt schnell auf den Bildschirm gehen und ich euch eigentlich live ein paar Sachen zeigen und wir durchgehen, möchte ich Ihnen kurz schnell sagen, was wir schnell zusammen werden anschauen oder was ich euch gerne würde zeigen beim PicFlow. Galerien erstellen, teilen, 2 Galerien zeigen und euch schnell zeigen, wie es nachher beim Kunden aussieht. Jetzt gehen wir schnell auf den Bildschirm, gebe ich zuerst schnell einen groben Überblick. Also wenn ihr in eurem Account drin seid, sieht es ungefähr so aus. Ihr habt hier auf der Seite gewisse Funktionen, auf der linken Seite. Ihr habt oben rechts euren Account. Und jetzt hier seht ihr, das sind jetzt alle Galerien, die ich drin habe. Ich habe für jeden Kunden eine eigene gemacht. Und ich habe nachher zum Teil, suchen wir schnell irgendjemanden, Haarshop, das Titelbild hier oben und ganz viele Subgalleries. Das ist echt so sieht es etwa aus. Wenn wir noch schnell an einen anderen Ort reingehen, Bearbeat, Domi Lichti, haben wir oben das Titelbild und unten ganz viele Subgalleries. Ich könnte jetzt hier jederzeit, das ist wirklich wie bei einem Squarespace oder so einem Wix oder was auch immer, kann ich eigentlich hier direkt in der Galerie kann ich zum Beispiel eine neue Section machen. Zum Beispiel Text. Ich kann jetzt irgendetwas reinschreiben, neue Bilder 2023, let's go. Unten dran wieder eine neue Section, wo ich zum Beispiel einfach Bilder, ein einzelnes, mehrere, wie auch immer rein tue. Also es funktioniert wirklich absolut easy. Ich kann auch dem sagen, weißt du was, den mit dem Text, den nehme ich jetzt gescheiter runter und den Dings tue ich wieder fort oder was auch immer. Also ihr seht, es ist brutal schnell und einfach und gäbig. Ich kann dann zum Beispiel jetzt hier die Subgalleries rein und hier drin sehe ich dann eigentlich alle Fotos, die ich am Domi gegeben habe von dieser Session. Hier zum Beispiel, das war so geil, nur schnell zu zeigen.
Er ist mit unserem Willis um seine 2 Piaggio-Kerlen herumgefräst, verstaubt zu machen, damit wir dann solche Bilder machen können. Es war so geil, es hat so gefällt. Ja, so sieht es ungefähr aus. Also für jede Subgallery kann man oben ein Titelbild definieren. Man kann mit dem Titelbild sagen, wo ist der Fokuspunkt. Man kann sagen, wie gross ich das Titelbild haben. Und. Also es ist wirklich extrem einfach. Ja, genau, so sieht es eigentlich ungefähr aus. Was man zum Beispiel noch kann, was noch cool ist, man kann oben zum Beispiel auch das Layout ändern. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass mir weniger anzeigt jetzt so auf dem Bildschirm, oder dass es mehr anzeigt, oder dass sie so ihre Liste anzeigt. Ich kann die sortieren und. Jeder kann es wirklich einstellen, wie er will. Was auch noch recht cool ist, ich kann Favoritengalerien markieren, zum Beispiel solche, wo ich immer wieder dran bin, viel hochladen, dann kann ich die markieren, Tag, und dann zeigt es mir die Favoriten an. Und ich kann natürlich auch suchen, zum Beispiel Schlaraffenland, zum Beispiel Tag, und dann zeigt es mir Schlaraffenland-Galerie an, Bildwelten Frühling, Hausdeko und Mood habe ich gefüttert vom Schlaraffenland im Emmental. Neue Bilder machen, kann ich sagen, ich mache eine neue Section, zum Beispiel Sommer. Und nach dem Tag kommen die neuen Bilder rein. Jetzt zeige ich euch schnell, wie man eine neue Galerie erstellt. Für das tun wir hier Create Tag. Ich habe jetzt hier ein Preset erstellt, Privatkunden. Das brauche ich mittlerweile auch für Firmenkunden. Ich habe es einfach nie ein zweites gemacht und umbenannt. Das sind eigentlich alle Einstellungen, die für mich wichtig sind bereits hinterlegt. Jetzt kann ich Gallery-Titel, Ferienfotos Frankreich, Best of Ferien-Export. Ich möchte die Fotos gerne hochladen. Tag, ziehe die über, Drag and Drop, oder ich hätte es auch über das Menü auswählen. Ziehe die so rein. Hier unten rechts sieht man, dass es die jetzt am Hochladen ist. Es funktioniert gäbig und gut. Schon während dem Hochladen kann ich zum Beispiel einstellen, hey, ich möchte gerne die Galerie voll. Ich möchte gerne zum Beispiel ein bisschen weniger Abstand zwischen den Bildern haben. Ich möchte die Fotos gerne ein bisschen grösser, oder ich möchte sie gerne ein bisschen kleiner, dass sie alle auf einem Haufen sehen. Tag, so, I like it. Ich kann sagen, du musst sie zum Beispiel so anordnen oder so, dass alle gleich viel Platz brauchen, hoch- und breitformatige. Ich habe es jetzt so definiert in meinem Preset. Ich kann jetzt sagen, hey, ich möchte gerne ein Titelbild haben, das mir dann auch in der Übersicht anzeigt. Corinna Forellen, ziehe ich das hoch, Drag and Drop, tue es oben rein, sage, hey, mach mir das bitte gross. Ich kann noch ein Overlay geben, zum Beispiel. Das ist noch praktisch, wenn man mit der weißen Schrift auf einem Hausfoto, dass man es gut lesen kann, ich ein Overlay geben. Ich kann eine Farbe definieren. Tag, das tun wir mal fort. So, jetzt habe ich meine Galerie eigentlich schon erstellt. Ich kann die Fotos ja noch ein bisschen anders anordnen, wenn ich will. Zum Beispiel sagen, hey, ja, ich will es so ein bisschen kreuz und quer anordnen, dass nicht irgendwie alle Höhen oder alle Breiten nebeneinander sind. Auch das kann man dann natürlich sagen, hey, du musst es sortieren. Ich habe es nach Filename, whatever. Wie gesagt, könnt ihr hier noch neue Sections dazu tun, Text rein tun, was auch immer. Für mich ist jetzt gut. Ich gehe noch schnell in die Einstellungen rein, das muss ich noch zeigen. Und jetzt bei den Privatkunden habe ich den Advanced Mode ist automatisch ausgeblendet. Ich will nicht, dass die Leute in Advanced Mode umschalten können, darum ist der ausgeblendet. Bei den Firmenkunden habe ich mal ein neues Preset machen. Dann klicke ich einfach hier drauf und dann ist eigentlich schon gut. Und dann habe ich alles hier hingelegt, wie ich es gerne haben will. Ich will zum Beispiel, eben, dass sich Besucher von dieser Galerie müssen identifizieren, dass sie ihre E-Mail-Adresse angeben müssen. Das ist für mich mega gäbig. Dann sehe ich, wer hat zum Beispiel sich eingeloggt, wer hat etwas kommentiert, wer hat etwas heruntergeladen. Ich kann auch sagen, eben, was dürfen die Leute, wenn sie den Link haben zu dieser Galerie. Sie dürfen kommentieren, sie dürfen reinschreiben ins Bild, sie dürfen Farben setzen und. Und beim Download, und das ist sicher für viele mega wichtig, ja, sie dürfen Fotos herunterladen, ja, sie dürfen die ganze Galerie herunterladen und sie dürfen sie allen Grössen herunterladen. Und das können sie nachher beim Download auswählen. Genau, Tag, ich drücke auf Share. Ich sage, ich will nicht einen Collaborator einladen, sondern ich will den Gallery-Link teilen. Ich kann den Gallery-Link direkt reinschreiben, Ferienwengers. Dann hat das eine eindeutige Domain. Jeder mit dem Link kann darauf zugreifen. Ich setze noch das Passwort, Save. Ich kann hier jetzt eben aufs Mail drücken. Oder ich kann hier einen QR-Code generieren. Oder ich kann so direkt über das WhatsApp, Send on WhatsApp. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie zum Teilen. Wie ich es mache bei Firmenkunden, ich kopiere einfach die Dings, mache ein neues Mail, Mattia Zanella, Bilder sind ready, dann schreibe ich hier meinen Text rein, dann Link, Tag und Passwort, dann kann ich das heute über kopieren, Copy, einfügen, LG, Fill, Tag. Verschickt. Mega simpel, ich bin ja schon in Mail mit den Leuten im Kontakt. Darum finde ich es jetzt für mich am gäbigsten, wenn ich es nicht so direkt
verschicken kann. Gehen wir nochmal schnell zurück auf die Übersicht. Jetzt möchte ich euch noch schnell zeigen, wie zum Beispiel so eine Hochzeitsgalerie aussieht. Da gehe ich nochmal auf Favoriten. Michelle und Max, Hochzeitsgalerie. Wenn ich hier durchgehe, sehe ich, jetzt, wie ich es ihnen so geschickt habe. Ich kann schnell zum Beispiel hier oben draufklicken. Preview Gallery. Und jetzt sehen wir es genau so, wie sie es bekommen. Tag, so bekommen sie es. So sieht es bei ihnen aus. Das sind auch die Hochzeitsfotos drin, First Look, Bärli-Fotos, Standesamt, Murten. Das waren ganz gute Leute. So können Sie jetzt alles durchschauen. Sie können natürlich auf ein Foto draufdrücken und können nachher von Foto zu Foto weitergehen. So kommt das beim Kunden an. Wenn ich das Foto löschen will, alles möglich, kann ich alles machen. Gehen wir noch schnell in die Losli-Küche. Ich kann es nie sagen, Küche. Da hatte ich für sie ein Shooting für eine Imagebroschüre. Haben wir 4 Szenen gefotografiert. Plus noch so ein bisschen etwas, was noch spontan ist dazugekommen. Und ich habe jetzt ihnen die Galerie so erstellt. Das Titelbild, Losli-Küche, Description habe ich keine rein da. Und habe jetzt ihnen hier in diesen 4 Ordnern eine Auswahl gemacht an Bildern und sie nachher eigentlich ihre Favoriten markieren. Die Fotos sind alle schon ein bisschen graded. Wenn wir jetzt da schnell reingehen, so ist das zu ihnen gekommen. So habe ich die alle hochgeladen, wirklich mega simpel. Da habe ich jetzt auch nicht gross drauf geschaut, wie das Layout ist. Ich habe jetzt da auch nicht das Titelbild gesetzt und so. Aber so können sie rein, können anschauen, wie sehen die Bilder aus, können auswählen, können bei sich die Favoriten markieren. Und ich kann jetzt hier oben hin und her kumpen, das ist mega gäbig. Ich habe es dann so gemacht, dass sie die Fotos haben ausgewählt, kommentiert, was man noch dran machen muss und habe dann hier unten einen neuen Abschnitt mit finalen Daten. Und da sind die finalen Dateien, die sie wollen für die Imagebroschüre. Und dann haben sie, wenn wir nochmal schnell anschauen, wie es bei ihnen ist dahergekommen, also das sieht bei ihnen so aus, wenn sie es bekommen, Tag. Die finalen Daten, die können sie dann anladen, die Bilder. Wenn Sie draufklicken, hier auf Download, Original File, High-Res, 60, 70 Mega, ein Bild. Ich glaube, bei Pixieset hat es ein Limit gegeben an Dateigröße. Hier gibt es 1 Giga oder so, aber das ist eh nicht. Aber eben, Sie können zum Beispiel hier auch Download All. Tag können Sie alle auswählen, lassen Sie alle Sachen. Oder eben, das, was cool ist, Sie können in Advanced Mode rein. Das sieht so ein bisschen nach Lightroom aus. Und dann können Sie selber für sich selber hier Sachen einstellen. Also ich bin jetzt wirklich im Modus, wo es der Kunde sieht. Und Sie können nachher hier sagen, okay, jetzt bin ich da im Ordner finale Daten. Hat man irgendwo etwas reingeschrieben, hat man etwas kommentiert, hat man etwas geflaggt. Ja, von dem her mega viele Möglichkeiten, die viel genutzt werden. So. Ich kann auch Ordner machen. Also ich kann zum Beispiel hier einen Folder machen, privates, Create Folder. Und jetzt tue ich zum Beispiel die Ferienfotos, Tag tue ich hier in den Privatordner rein. Also das ist wirklich auch wieder hier bei Drag and Drop, es ist super simpel. Ich kann hier einen machen Firmenkunden, ich kann hier einen machen Architekturfotografie und dann tue ich alle Architekturaufträge da rein oder ich tue einen machen von einer Hochzeiten. Das muss ich jetzt auch noch ein bisschen herausfinden. Schlussendlich reicht es mir momentan noch, wenn ich so nach dem Namen suche oder eben gewisse Favoriten. Aber so hätte ich so wie eine übergeordnete Ebene, die ich schon auswählen kann, die übrigens auch mit meinem Dateisystem, das ich schon habe, zusammenpassen würde. Noch ganz kurz zu den Kosten. Ein wichtiger Punkt für viele, Pixieset zum Beispiel kostet $480, so wie ich das gebraucht am Schluss noch. Pro Jahr. Unbegrenzter Speicherplatz, unbegrenzte Anzahl Galerien und alle die Features, die ich das Gefühl hatte, die gäbig waren. Bei PicTime ist es sogar $588, so wie ich es verwenden momentan, mit den Slideshows in 4K, Shop-Anbindung und all diese Sachen. Bei PicFlow zahle ich momentan $192 pro Jahr mit 1 Tera Speicherplatz. Das ist ein bisschen der Nachteil. Ich habe kein unlimitiertes Angebot bei PicFlow, aber ich habe jetzt mit 100 Galerien, die ich momentan online habe ich momentan ungefähr 400 GB belegt. Und dann kann ich dann eigentlich irgendwie löschen oder ich kann für $8 pro Monat ein weiteres Tera dazu kaufen und komme dann mit dem schon wieder recht weit. Das ist einfach der Stand momentan. So, nochmal schnell ein bisschen zusammengefasst. Für mich die 5 Punkte, die ich das Gefühl habe, die am meisten rausstechen, die ich am coolsten finde bei PicFlow. Erstens, das Ganze, wie kommt es daher? Es ist für mich mega aufgeräumt, es ist für mich mega simpel zu verstehen. Für mich ist jeder Knopf eigentlich dort, wo er sein muss. Ich finde mich extrem schnell zurecht und für mich ist das super. Das Zweite, was ich extrem cool finde, es ist eine Schweizer Firma. Der Michel, der das gegründet hat und mit dem angefangen hat, ist sogar zu mir hier gekommen auf Steffisburg. Wir haben unten mit zusammen einen Kaffee genommen. Er hat mir alles ein bisschen erzählt, was für ihn wichtig ist, was für Stolpersteine er alles schon begegnet. Ich habe nicht das Gefühl, es ist eine riesige Bude, wo es nur darum geht, eigentlich Profit zu machen, sondern ich habe wirklich das Gefühl, es ist eine Bude, die lässt. Und das finde ich Hammer. Das Dritte, was für mich cool ist der Standardmodus und
oder Advanced Mode. Und ich kann das in jeder Galerie kann ich das sagen, will ich das, dass die Leute Zugriff haben auf Advanced Mode oder nicht. Bei Firmen oder mit Werbeagenturen haben ganz viele Zusatzfeatures, die ich dazuschalten kann, die nachher eben unter Umständen unsere Zusammenarbeit mega vereinfachen können. Nein, was ich mega cool finde, ist die ganzen Ordnungsmöglichkeiten. Eine Galerie anders anordnen, das Bild von einer zu der anderen kopieren. Für mich super gäbig. Und das Letzte ist noch eigentlich die Integration auf der Webseite. Mit Picflow kann ich mega einfach eine ganze Galerie mit allen Subgalleries oder nur eine einzelne Galerie kann ich den Code kopieren, bei uns auf unserer Webseite einfügen. Der Vorteil an dem ist, wenn ich nachher diesen Link auf meine Webseite den Kunden schicke, verbringen sie viel mehr Zeit auf meiner Webseite, was gut ist für SEO. Und das Zweite, wenn sie auf meine Webseite gehen, gehen sie vielleicht noch ein bisschen weiter schauen, verweilen noch ein bisschen oder melden sich für einen Newsletter an oder was auch immer. Es ist wirklich super gäbig. Es ist aber nicht alles Gold und glänzt. Es gibt auch gewisse Sachen, die momentan für mich noch fehlen, die aber zum Teil schon angekündigt sind, dass es dann kommt. Eines davon ist zum Beispiel der Videosupport. Wir fänden es mega cool, wenn wir die Videos direkt in die Galerie rein tun, sie dort anschauen können. Das wäre grandios. Das wird kommen. In welcher Art und Weise, das weiss ich noch nicht. Wenn es kommt, dann funktioniert es nicht. Das Zweite, was noch gäbig wäre, ich fände es cool, wenn man Ordner verstecken könnte. Vielleicht kann ich für einen Kunden, für einen Architekt 10 verschiedene Objekte fotografieren. Und jetzt eines von diesen Objekten wird zum Beispiel der Schreiner von diesem Objekt vielleicht Fotos abkaufen. Und dann muss ich das Objekt kopieren, in eine neue Galerie erstellen und die nachher mit dem Schreiner teilen. Aber es wäre mega gäbig, wenn ich nur diese Galerie, also diese Subgalerie vom Architekt, teilen mit jemandem und alle anderen nicht angezeigt werden. Oder zum Beispiel auch für Brautpärchen, wenn sie zum Beispiel ihre Galerie mit den Gästen vom Hochzeitstag teilen, dass sie zum Beispiel Fotos als privat markieren, die sind jetzt intim, privat, können die Kunden die selber schon ausblenden. Das fände ich mega gäbig. Wir haben das mal als Request reingetan. Mal schauen, vielleicht wird es kommen. Nein, was cool wäre, ist Sprachsupport. Ich fände es Hammer, wenn es auch noch in Deutsch wäre. Oder natürlich auch andere Sprachen für andere Leute, die das Tool brauchen. Das wäre übrigens auch der 4. Punkt, ist Mailvorlagen. Man kann direkt aus dem Ding raus ein Mail schreiben. Ja, macht einfach eine Vorlage. Und die kann man momentan noch nicht editieren. Also das heisst, man hat dort einfach einen englischen Text drin. Ich bin sicher, das wird auch irgendwann kommen. Ist momentan noch nicht. Und der letzte, das grösste, wäre, wenn es eine Anbindung hat an eine Schweizer Druckerei oder einen Schweizer Printshop. Das wäre absolut grandios, dass ich direkt hier bestellen könnte. Das wird in der Schweiz, hoffentlich in der Schweiz produziert und zu mir heimgeliefert, beziehungsweise direkt zum Kunden. Bei Pictime habe ich das mal eingerichtet. Die Sachen sind auch von England gekommen. Die Mutter von Brut vielleicht oder so bestellt hat. Das war mega cool. Für sie mega einfach, aber für Versandkosten waren sie relativ hoch und das die Hürde. Wenn Picflow das jetzt integrieren könnte, in den Schweizer Markt oder in den deutschsprachigen Markt, habe ich das Gefühl, das wäre absolut der Hammer. Aber eben, ich habe das Gefühl, das ist recht komplex und schwierig, ob so etwas mal wird kommen. So, die Sonne scheint schön. Ihr merkt schon, ich bin wirklich mega Fan. Ich finde Picflow ist ein super gutes Tool, das jetzt für mich, für meine Bedürfnisse, auch für mein Volumen, das ich habe, an Aufträgen, an Fotos, absolut das Beste ist. Ich bin mega happy, ich finde die Preis-Leistung ist der Hammer. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich kann es mega empfehlen. Ich habe so einen Link, ich tue euch den unten rein. Habt ihr 10 Stutz günstiger. Es ist nicht alle Welt, aber es ist ein bisschen etwas. Und ich komme auch etwas über. Das möchte ich da ganz transparent sagen, das ist mir auch wichtig. Es ist nicht gesponsert, ich komme kein Geld über für das Video zu machen. Ich darf aber das Tool brauchen und ich bin wirklich mega happy. Darum empfehle ich es wirklich auch jetzt erst nach 31 Wochen und 100 Galerien. Jetzt muss ich hören, sonst hat der Matthias viel zu viel zum Schneiden. Schreibt doch vielleicht unten rein, was eure Fragen sind, ich die gerne beantworten. Danke fürs Reinschauen. Tschüss zusammen.